Hallihallöli, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, mein zweiter ganzer Stolz so in etwa. Und da wollen wir heute ein bisschen einfach mal locker ein bisschen schwätzen, wie wir dann so weitermachen. Weil das wird ja bloß ein Teil vom Blaster. Ich glaube, als nächstes entwerfen wir den Blaster oben, der dann, weil das ist ja da auch noch bloß ein halber Griff. Und ja, die Batterien einpacken soll, aber verlinke euch die ganzen Videos dazu unten. Dann könnt ihr euch das angucken, was für ein Höllenlärm das macht. Weil, ja, 4 Stufen. Wobei man da wahrscheinlich, also, ich glaube, wenn man den Blaster fertig macht, machen wir 2 Stufen wieder weg. Weil das langt. Das war so das Ergebnis. Es langt, 2 Stufen zu haben. Und dann ist es ein bisschen leichter. Und wir müssen da noch Dinge noch machen, dass das Ding da das Magazin festhält. Weil sonst fällt mir das die ganze Zeit raus. Die Batterie müsste festgehalten werden, das müsste passen. Aber als nächstes obere Blaster und da seitlich das. Und bin ich mir überlegen, ob ich das mal wieder aufnehme. Ob er das, ja, weiß nicht, ob ihr das sehen wollt oder ob ich das einfach für mich selber mache. Das überlege ich mir. Könnt ihr euch ja in die Kommentare beschweren, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann mache ich das bei zukünftigen Projekten vielleicht mal öfters, dass ich wieder aufnehme, wie ich das so entwerfe und wie das dann so. Aber dem ersten eigenen Blaster habe ich das gemacht. Und ich höre ja auch auf Kommentare, also lohnt sich Kommentare da zu lassen. Ich habe mir da was gekauft. Das wird dann die 3. Iteration. Das gibt dann Bälle. Ja, das funktioniert auf Deutsch ist es nicht so witzig wie auf Englisch. Aber ich habe einen ganzen Stapel voll. Die sind, ja, aber gedacht, ich kaufe mal einen Blaster dazu. Die ist transparent, weil transparent einfach cool ist. Ja. Wir haben auch, ja, groß, das ist die so X-Shot, was weiß ich, Grust halt. Und da haben wir Stapel voll Aufbäbberlers. Sollen wir die anbringen? Brauchen wir die? Ich weiß nicht, wo die überall noch gehört. Ist da Anleitung dabei, wo die Aufkleber. Da Anleitung dabei, wo weitere Aufkleber noch gehört, oder? Bringt das irgendjemand beim Blaster an? Da finden wir schon Verwendung dafür, wo wir da was machen können. Der X-Shot-Aufkleber sieht schon cool aus und alles. Aber ja, den Papierkorb damit. Und die Aufkleber ins Archiv. Aber das ist eigentlich ganz cool, der Blaster, wie der zu laden ist. Das ist dort, zieht man das Ding an den Hunde. Da steckt man da so Kügel rein. Und nochmal eins. Und wenn es so schön war, nochmal eins. Und nochmal eins. Und kennt ja das. Und dann drückt man da drauf und dann ist das Federle gespannt. Das Einzige, was fehlt, dass der Schlitter von den Leuten zurückgeht. Das. Und dann kann man da. Hui, das macht Krach. Das macht Krach. Hei. Und dann seht ihr da öffnet sich die Brücke. Oder keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Auf Englisch ist die Bridge. Ups. Und das. Ich weiß nicht, ob das müsste eigentlich gehen mit Schwungrädler, oder? Dass man das. Ich meine, der müsste ja wahrscheinlich wieder eigene Schwungrädler drauf, aber das dürfte ja kein Problem sein. Dass man die dann ausschießt. Weil das hat auch noch in den Kommentaren geschrieben, dass das vielleicht mein Magazinproblem lösen könnte, oder. Vielleicht. Also, für der zweite Prototyp war ja, oder das zweite eigene Blaster. Wobei, ist ja die zweite Version vom eigenen Blaster. So ist, glaube ich, richtig. Da habe ich schon geguckt, eigentlich wollte ich ein mehrstöckiges Magazin haben, um maximale Kapazität zu haben. Deswegen haben wir auch die Magazinaufnahme geändert, dass man da nach oben einfach, ja, beliebig. Jetzt bin ich da im Überlegen, das müsste ja irgendwie mit den Bällen so gehen, dass das, ich weiß auch nicht. Dass das wieder mehrstöckig, das muss ich mir nochmal durchdenken. Ich meine, ich habe die Idee jetzt mal vorläufig verworfen, aber das ist immer noch, das ist einfach, man will die Dinge umgesetzt haben und
es nagt an einem, wenn man da sowas pausiert, das nagt an einem, das will man einfach. Und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, was ich da noch gerade schwätze. Das ist nicht so einfach. Das ist in Worte zu fassen, was da Emotionen in einem vorgeht, wenn man was nicht umgesetzt kriegt. Das sind der ganze Blumenstrauß an Emotionen, alles durch. Und ja, das ist kompliziert. Und da fehlt das Vokabular, vor allem als süddeutscher Ingenieur. Da fehlt das Vokabular dafür, das, lassen wir es gut sein. Aber irgendwie mehrstöckig, das muss irgendwie sein. Und das könnte da vielleicht wieder eine Möglichkeit bieten. Wie ich das vielleicht mit die Kugel, dass das besser rollt, oder dass die besser runterfallen, irgendwie was. Die will manche Dinge einfach nicht aufgeben. Das ist Ingenieurskrankheit, ich sag's euch, Ingenieurskrankheit. Ja, das Leben könnte so einfach sein. Wenn man einfach manchmal Dinge liegen lassen kennt. Ich sag's euch, das sind Probleme. Aber das lassen wir im Hinterkopf noch ein bisschen. Oder vielleicht habt ihr da auch Ideen oder Denkanstöße. Und zuerst machen wir da noch. Also, ihr seht, nehmt Kommentare ernst, aber ich habe manchmal ein bisschen lange Leitung. Weil, man hat dann immer anderes auch zu tun. Also das kann jetzt sein, dass das ein Projekt für nächstes Jahr ist. Und den Blast habt ihr schon gesehen. Das ist Unboxing so quasi nebenbei. Weil ich mir halt gekauft, weil ich gedacht habe, wenn ich mir da schon Munition kaufe, will ich auch einen Blast dazu haben. Und transparent ist immer cool. Aber jetzt machen wir das erste Mal den da noch fertig, weil ich will da oben und mit Federle haben. Und dann muss ich gucken, wie man da ein Magazin unterkriegt, weil es müsste eigentlich zur Seite oder von oben. Oder wir machen Blaster mit Federle auch mit dem Magazin. Da haben wir Trommelmagazin oben, Trommelmagazin unten. Ja, das macht es natürlich nochmal ganz kompliziert. Oder wir machen es anfangs einfach ohne Magazin zum manuell laden. Und machen dann da irgendwo Dart-Speicher. Das ist dann für den Präzisionsschuss, wenn man dann wirklich mal präzise, und das unten ist dann für Panikmodus. Oder kommt um die Ecke und schnell dann an und bam, bam, bam und so aus. Und dann, wenn man dann ganz weit schießen will, dann kann man auch sich Zeit nehmen zum Laden und alles. Und dann beim Ausatmen ganz, ganz genau. Dann trifft man trotzdem bloß auf 30 Meter Entfernung, so in etwa. Sind immer noch Blasters. Ist immer noch Spielzeug. Von daher. Wobei, vielleicht sind es auch 50 Meter. Je nachdem, was man da Federn einbaut kriegt. Ich glaube, ihr müsst noch den ganzen Satz für irgendeine Riken oder sowas rumliegen haben. Das könnte man einfach dann verwenden, dass man da das Material, also dass man da, weil ich glaube 3D-Druck, das Röhrle und so, ich glaube, das taugt nichts. Muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Lauf rumliegen habe und alles. Dann man nimmt das, was man rumliegen hat, ganz einfach. Und ich glaube, das nächste Mal muss ich gucken, mit was wir weitermachen. Wir haben noch viele Projekte, also mein guter Vorsatz für das Jahr, alles abschließen. Und dass ich nicht auf 3 Videos pro Woche nur zum Schluss gehen muss. Und wenn ich es gehen muss, habe ich das vielleicht schon gemacht, dann ist das Video schon. könnt ihr euch über mich lustig machen, ist ja auch okay. Aber sonst will ich einfach da das Video machen, dass ich auf Kommentare höre. Das will ich euch einfach auch signalisieren. Also lasst Kommentare da, wenn ihr Ideen habt. Das lohnt sich. Oder das freut mich auch. Ich meine, das ist ja auch Anregungen für andere, die dann. Also guckt da mal in die Kommentare. Vielleicht ist schon alles drunter. Das könnte ja schon sein. Und dann könnt ihr vielleicht da ein bisschen was lernen oder da euch unterhalten. Ich meine, hoffe, dass ihr alle auch Hobbybastler seid, wenn ihr da meine Videos so fleißig anguckt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.